Welkom zu een iedereen die deze vandaagse zendung van Botschaft de Bibel waar ingesteld heeft. Uw redner is Johan Dyck. Dat laatste Mal zagen we, wo Gott seinen Knecht Moses durch eine ganz andere Schule schickt, als hij in dat Tjenningshuis in Ägypten geleerd had. Voor 40 jaar leidt Gott am op een Stab nur de Schop abpausen. Dan, eines Dörres, raubt hij am, dat hij nu soll teruggaan om zijn volk uit Ägypten rüt te vieren. Maar waar gaf Moses nu uitred, waarom hij dat niet kon oder niet wil. Aber de Haar leidt niet locker, zodat hij endlich ingaf en ging. Daar waar we vandaag aanvangen. Wel we ons dat eenmaal een beetje voorstellen, wou dat bij Moses met gewas zijn. Zijn broeder Aaron had hem al bij den Berg Sinai bejegend, wils Gott ook toe hem gezegd had, hij zal Moses entjegen gaan. Als Moses en Aaron dan over de Ägyptische grens teruggingen, mochten ze bestemd aan die tijd 40 jaar teruggedacht hebben, als Moses uit angst van dem Pharao uitsterken deed. Nu weer alles anders geworden. Gott had Moses dat al gezegd, dat de Pharao en al die wat am om leven getracht hadden, dood wären. We nemen aan dat Moses en Aaron ihre Eltern ook al gestorven wären. Als ze dan teruggingen, wisten ze ook al, wo dis Tjenning dort stonen wordt, wanneer zij am door nog vragen worden, dat hij zal Israël rüttraken loten. De Haar had Moses klar gezegd, dat de Pharao zijn hart verhoorden en aan nicht traken loten wordt. Wils Moses meint, dat hij een schwere tong had en zich niet ganz bereden kon, had Gott dat zo ingerecht, dat Aaron voor hem reden deed. Dat wat Moses am zeed. Dat eerste gingen zij naar ihre eigene Menschen, dat volk Israël. Die moesten nog immer zeer onder de Sklaverie van de Egypter lijden. Jeder dag werden zij onder de Pitschen van de Absichter. Jarenlang hadden zij in ihre Vertwijfelung naar Gott geschreien, dat hij aan helpen wordt. Nu schijnt de tijd gekomen te zijn, als Moses en Aaron te aanreden. Zij zeiden aan alles, wat Gott te Moses gezegd had, dat de Haar aan uit Ägypten uitvieren wordt, en dat zij den Herrn in de wildnis aanbeden zullen. Moses deed ook ver aan de tekens met zijn stok, dat het een slang wordt, en met zijn hand, dat die uitzet zich wordt. En dat volk geloofd wat Moses en Aaron aanzeden, en ze knijden zich aan en beden den Herrn aan. Dat nächste gingen zij naar den Tjenning, en zeiden zo te hem. 2 Mose kapitel 4, 1 en 2. Zo zegt de Herr, de God van Israël, laat mijn volk traken, doordat ze mij in de wüste en vast vieren. De Pharao zeide aber, wer is de Herr, dat ik am harken zal, en laten Israël uittraken? Ik kan den Herrn gar nicht, en ik word de Israëlieten nicht traken laten. En daarmee vangt de grote Proow tweschen Gott en den beiden Feind aan, die den heidnischen Tjenning in zijn macht had. Voor Moses en Aaron wird dit keine Überraschung, wils Gott an klar gezegd had, dat Pharao an nicht gone laten wordt, en dat hij am dat hart verhoorden wordt, zodat hij zijn macht aan Pharao in de Egypter bewiesen wordt. Dit alles wisten Moses en Aaron, aber sie wisten nicht, dat Volk derch aan noch doller wordt lieden motten. Dat kwam dan zo ram, als sie dem Tjenning alles erklärt hadden, dat hij zich door ganz jen aanstelt. Hij zeid, waarom wil je dat volk van ihre arbeid abhouden? Kijk mal, dat volk is nu al zeer solenrijk, en je willen dat van ihre arbeid wegnemen? Daarmee stond hij toe, dat de Egypter zich ganz daran gewand hadden, dat de Israëlieten vooraan alle arbeid deden. Wo können sie überhaupt ihre ganze Wirtschaften und ihre Bürereien wiederführen,
wann da plötzlich keine israelitische Sklaven mehr wären. Nu ward die Channing fuchtig. Hij gebouwt aan voets terug aan de arbeid te gaan, en tweitens gebouwt hij zijn opzichten, dat ze dat leven voor de Israëlieten nog schwander maken zullen. But nu hadden ze aan immer Strauhaksel gegeven, om aan den Tierjeleim mank te rieren, aber nu soll dat abhören. Die Israeliten sollen sich dat Strau selbst sägen, aber da werden noch jeder Tag kragt so viel Tierlen merken als vorher. Hij zei zu Moses en Aaron, je zijn alle vuil en han niet genoeg te doen. Doorwegen kom je op zo'n domme gedanken eruit te trekken om junen God te opfern. Nu, nadat Aaron en Moses beim Pharao gewast wären, ging het dat volk nog veel slechter. Groot wären dan de beschuldigingen an Moses en Aaron, dat zij aan deze onmeilige leer ineengebracht hadden. Nu kon Moses bloos eintonen, en dat wir dem Herrn aanroepen en zich bekleuren dat alles scheef gegaan weer. Is die dat ook allemaal zo gegaan, dat du dat rechte doen wist, aber dat dreid alles slecht uit? De Herr laat zo wat einstjemal toe, dat wir ons dollar op am verloten en nicht op menschliche Weg. Einstjemal laat hij zo'n toe, wat voor ons zo zit, als wann alles schroot zit, om zijn grateren plan te vervullen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Sie haben das Leben, das ewige Leben, das ewige Leben, das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu richten. Denn wer an ihn glaubt und sich ihm anvertraut, wird gerettet werden. Er hat ewiges Leben, das ewige Leben, das ewige Leben, das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn. Er kam in diese Welt, er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, nun Gottes Kinder zu werden. Er gab ihnen Leben, das ewige Leben, das ewige Leben, das ewige Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen einzigen Sohn, er gab seinen einzigen Sohn, er gab seinen einzigen Sohn.
Hier wird dat de Pharao zijn hart verhoorden deed, zodat Gott loter seine grote macht aan hem bewijzen kon. Hij en dat ganze Ägyptische volk soll antwoorden, wer der Herr wir, worüber die Channing so generisch gesagt hat, ich kann ihm nicht. Wie sollen bei dieser Geschichte erkennen, dass sich dort hier nicht bloß ne Proow zwischen Gott und den ägyptischen Channing handelt. Dit wie ein Kampf zwischen Gott und den bösen Feind, der den ägyptischen Channing in das ägyptische Volk benutzt, das Volk Israel Proven uitzurotten. Der Channing von Ägypten wie bloß ein Mensch, aber er hat sich so die Macht vom Satan übergeben, dass er zum Schluss gar nicht anders kann. Er hat sich wahrscheinlich den bösen Feind verschrieben, in so lang sich gegen den wahren Gott gestellt, dass sein Hart schließlich so hart wird, dass er gar nicht mehr umdrehen will. Das ist, was es meint, wenn Gott sagt, er wird Pharao sein Hart verhorden. So kommt bloß, wenn der Mensch sich erst gegen Gott verhört. Dort gab nu 10 grote pleuren, wat Gott über Ägypten schickt. Die kommen nicht allervoets hintereinander. Door wir immer ne Zeit dazwischen, den Channing ne Gelegenheit zu geben, Buße zu tun und umzuwenden. Der erste, wat passiert, wir, dat Moses und Aaron Channing gingen und dat Wunder mit dem Stock deiden. Aber dem Channing seine Hacksmeisters können durch dem Satan seine dunkle Macht dasselbe tun. Der Unterschied wir, dat Moses seine Schlangen, die andere Schlangen von den Hacksmeisters abfreit. Dit wir nicht. Gott leiht den Satan auch ne gewisse Macht, als hij von Gott auffall. Diese Macht eift hij so verken als hij kann uit, Gott seinen Plan so sehr abzuholen, als hij bloß kann. Als dit passiert wir, seht Gott zu Moses, hij soll nächsten Morgen Eiver vom Rifa gehen, en daar wird hij den Pharao treffen, en hij soll am Wader berden, dat hij die Kinder Israel tragen leidt. Wann hij sich dann jenen anstellt, dann soll hij für den Pharao seinen Stock über den Rifa uitstraken, zodat het water am Rifa, aber ook an alle Barms en Gewässer, te bloot wordt. Dit wird dann die erste Pleur. Aber den Pharao seine Hacksmeisters können dasselbe tun. En so verstockt die Channing sich gegen Moses en leidt an nicht gehen. 7 Jahre later schickt Gott Moses weiter Channing. Wann er sich weiter verstockt en sein Hart verhoort, dann soll Moses seinen Stock über die Rifasch en alle Gewässer uitstraken, zodat alles mit Poggen bedeckt wird. So wordt het dan ook, als die Channing weiter neeseht. Alles wir voll Poggen. Die wären sogar am Channing sein Palast, en Hisa, en sogar an ihre Träge, wo sie Brautdiech anreden. Weiter können die Hacksmeisters auch Poggen über Deel bringen, aber sie können die nicht merken weggehen. Dann fängt der Pharao zum ersten Mal an, Donau zu horchen, und sieht, er wird an tragen lassen, wenn Moses die Poggenpleur wegnahm. So schwind als die Poggen dann weiter dort wären, hielt die Channing sein Versprechen gar nicht. Er hat es am Horten gar nicht so gemeint. Und so verstockt er weiter sein Hort gegen Gott und gegen Moses. Dann schlug Aaron mit Moses seinen Stock auf den Stoff von der Erde, und dort gab ne Pleur von Megen. Dit proefden de Hacksmeisters ook te doen, aber sie können dort nicht. Dit wird het erste Mal, wo die Hacksmeisters toegeven, dat dit de Hand Gottes wir. Aber die Channing horcht gar nicht danach. Dann schickt Gott die 4. Pleur, und dort werden die Stärkfliehen. Diese Pleur wird so schlimm, dass der Pharao Moses anbaut, dass sie ihren Gott irgendwo in Ägypten dienen können. Dit wir aber nicht, was Moses annehmen kann. Die Channing verspricht dann, dass er am wird tragen lassen, wenn Moses für am beten wird, dass diese Pleur mit Stärkfliehen abhören wird.
Aber so schwind als die Pleur abhielt, hielt die Channing sein Versprechen nicht. Moses muss die 5. Pleur über Ägypten kommen lassen. Dit wie eine Pleur über all het Vieh. Ne schwere Pest oder Viehkrankheit brüch uit, dat die Ägypter ihre Pied, Kamels, Esels, Rinder en Schop doodgingen. Bloß dat Vieh van de Israeliten wordt nicht krank. Aber auch wer in diese Pleur jäuft die Channing nicht an. Dann seh der Herr zu Moses und Aaron, nehmt beid heng voll Ovenraum en schmiet den ver den Pharao en de Luft. Dann wurden alle Ägypter schlimme schwerst kriegen, wat en bloßen uitbreken wurden. Sogar wer in diese schlimme, saste Pleur verändert die Channing sich nicht. Moses redt nu strenge wieder zu am. Hij warnt am, dat Gott am durch diese Pleur hat leicht konnt uitmerken, aber dat hij am hat leven laten, an am seine Gewalt gemacht te bewiesen, zodat de ganze Welt darüber staunen wird. Die 7. Pleur wird die schrecklichste bat nu. Dat wie een gewaltige Herelstorm met sehr grovet Gewitter. De Ägypter ihre Flecke getreid worden alle verschloren. Bloß an Gausen, wo die Israeliten woonden, hat het nicht geherrelt. Nu wird dem Channing dat genug. En zum ersten Mal raubt hij Moses en Aaron, dat zij doch Gott daran bidden worden, met den Herrel abzuhieren. So schwind als dat dan abgehiert had, ging hij aan zijn verspreken weer terug. Nu komen nog 3 grote pleuren. De 8e wie eine Pleur met graashoppers. Dat weer zo schlimm, dat sogar den Pharao seine Diener en al de hure ambtjes am Rauden, hij soll doch einmal dat Volk Israel gonen laten, eie Ägypten ganz en gar verdorven wir. Schließlich raubt hij Moses noch einmal en seht, sie können nu tragen, aber bloß die Mana. Die Families sollen zij in Ägypten laten. Pharao wist, dat wann sie ihre Families hingen leiten, dann würden die Mana sicherlich zurückkommen. Hij kon je ohne ihre Halb gar nicht mehr seine Arbeiten uitrichten. Hij stal sich ware det weer, en so moest Moses de neiende Pleur komen laten. Die weer ganz anders als alle andere. Dat wordt stockdiester en blijft voor 3 Jahre so. Aber in Gausen wird het nicht diester. Noch einmal proeft die Channing mit Moses zu dingen. Nu seht hij, sie können tragen, aber ohne ihr Vieh. Dort seht Moses ganz kort, wir brücken Vieh für unsere Opfer, die wir bringen sollen. Wir müssen jeder Stück Vieh mitnehmen, was wir haben. Und dann wir Pharao wuttig und seht, go von mir weg. Ich will die nie wieder sein, wie es an den Tag, wo du mir wieder verüren kommst, wirst du sterben. Moses hat der Herr sehr viel Mut geschenkt, dat hij seht, du hast recht, ich werde die nie mehr verüren kommen. Die Zeit ist kurz, so Mensch sei weise, und wuchre mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Drum heimat mir mit meinen Jahren, zu deinem Dienste einzig mein, von heute an bis hin zum Wahre, jedes Leben samen streuen. Von heute an bis hin zum Wahre, jedes Leben samen streuen. Dan reed de Herr te Moses en zeide hem,
Hij wordt nog eine Pleur schicken. Dit wordt de schrecklichste zijn, wils hij doordat alle Eerstgeborenen van Ägypten doodmerken wordt. Van deze Geschichten hebben we sehr veel leren. Erstens zei we davon, dat het sehr gefährlich is, wanneer we onze Horten verhoorden. Wann einer sein Hort aufhört, meint dat, dat ik me nicht dort schicken will, wat Gott will. Ik werde sto Gott sein Wort, en doe dat wat ik wil. Dan verhoorde ik mijn Hort. Wanneer ik veel Gelegenheiten schrie, dat te doen wat Gott wil, en ik niet gehoorzaam zie, dan verhoorde ik mijn Hort. Wanneer ik dat Evangelium hier, dat we ons zullen bekeren, en ik doe dat niet, dan verhoorde ik mijn Hort. Vielleicht hörst du von dir krank diese Predigt, en die gefällt dir nicht, en du sagst die, dort brauch ich nicht. Dann verhorst du dein Hort. Was passiert, wenn einer sein Hort verhort? Was da passiert, tja wir gar nicht bemerken. Dat war wir gar nicht an. Aber der Unterschied ist, dat uns dat langsam nicht mehr baut, wenn wir ne ernste Predigt hören, dat wir uns bekehren motten, seilig zu werden. Wer ein verhortet Hort haft, dem pflegt das Gewissen nicht mehr, wenn er auch dem Herrn angehorsam ist. Aber das ist noch nicht das eng. Bei Pharao wird das so, dass er sich erst lang gegen den Herrn sein Wort stellt. Und dann lesen wir mit der Zeit, dass der Herr am das Hort verhorden deed. Nichts ist gefährlicher, als mit Gott seine Gnade rum zu spielen, als wann wir der irgendeine Zeit, wann uns das jagert, annehmen können. Das ist aber nicht so. Die Bibel sagt, von dir, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Hort nicht. Von dir meint, dass wenn ich von dir eine Gelegenheit schrie, mit Gott in Ordnung zu kommen, dann soll ich dort nicht bis morgen abschüven. Abschüven kann verhorden bedienen. Zo'n Mensch als der Pharao, wat von Gott so viel Gelegenheiten kriegt, sich zum Herrn zu bekehren, en die dat nicht. Dem dat der Herr einstmal zu Gott latzt, dat Hort verstocken, dat he überhaupt nicht mehr nur Gott kommen will. Lot dat nicht bei die passieren. Wann der Herr von dir zu dir redt, dann lot am Furz en din Horte nennen. Dau to am dine Sünden schuld taustonen, en bed am, dat hij dien Leben ganz nie merkt. Hij wordt dat doen, wann du oprechtig nur am tjamst. Wann du dort ein Verlangen hast, dann kannst du sicher sein, dat dien Hort noch nicht verhort ist. Als Gott Moses von der letzte Pleur seht, hat hij eine Reihe Dinge, wat die Kinder Israel doen sollen. Sie sollen sich reitmerken, hastig zu tragen. Hij wordt an, wie dat ägyptische Volk an seinen schenken, zodat die anwellig worden gone loten. Sie sollen sogar nur die Ägypter gehen en nur Geld en Gold en allerhand kostbaret vragen, en die Ägypter worden an dat geven. Mir schient het so, dat Gott dafür sorgt, dat sein Volk, wat so lang als Sklaven gearbeitet hat, nu wenigstens ne kleine Betoling kriegt, für all die hunderte Jahre als Arbeiter ohne einen Lohn. Aber wat noch viel neidiger wir dat sie sich reitmürken für diese schreckliche Pleur, wat nu kommen wird. Für jede Familie soll ein Lamm geschlacht werden. Wann sie dat Lamm schlachten deiden, sollen sie von dat Blut nehmen und dat boven auch an de Seiden von de deren Gerechter von ihre Hieser schmieren. Dit Blut wird dat Tierchen dafür, dat sie Gott gehorsam wären, en dan wird die Todesengel die Erstgeborene in dat Huis nicht umbringen. En diese Nacht sollen all die Erstgeborene von Menschen und Vieh, wat nicht dat Blut deren Gerecht houden, storven. Dit wird dat tiende grote Gerecht, wat der Herr über Ägypten bringen wird, weil sie nicht nur am gehorcht houden. Wo zit het bei uns? Do wie horchen, wann Gott zu uns redt? Wo verkenhaft der Herr die vielleicht als durch sein Wort oder durch Dinge in dein Leben vermont? Du hast bot von dir deine Bekehrung immer abgeschoben.
Vielleicht denkst du, der ist überhaupt nicht neidig. Doe nicht so als Pharao, der auch immer weiter Utrecht hat. Wenn du feilst, dat der Herr dir raubt, dann kannst du dit Gebet no beten. Lieve Herr, ik kom nu naar die. Ik wil die niet zo als de Pharao weiter stonen. Ik geef dat toe, dat ik gesündigt heb. Vergeef mij al mijn zinden en kom in mijn hart aan. Als teken daarvoor, dat ik dit leef, dank ik die, dat du mijn gebed erhielt hast. Amen. Wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll die Wolle sein. Wer gleich blutrot die Sünde, wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht. Wann je noch Fragen haben, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, dann schrief doch nur die Radiostation, von wo je dit Programm gehört haben. Die können auch an mich schreiben. An Johan Dyck, Box 361, Blumenurt, Manitoba, Kanada. R0A060. Ik wens je allen een goede week. Op hier.